Ja, wir setzen unseren Weg jetzt fort mit unseren zwei Agenten. Okay, wir waren nämlich zuletzt, waren wir im Magen eines Dinosauriers. So, was haben wir da? Beruhigungsmittel. Beruhigungsmittel für Dinosaurier. Ach so, brauchen wir das? Die Kiste ist abgeschlossen. Ich müsste etwas als Brechstange haben, um sie aufzuhebeln. Als Brechstange haben wir aber nicht, oder? Hat das Smart irgendwas? Ah, nicht. Dinosaurierfalle. Die Kiste ist abgeschlossen. Ich müsste etwas als Brechstange haben. Tellereisen für Dinosaurier. Die Kiste ist abgeschlossen. Sprühgift gegen Dinosaurier. Ach so. Da steht: Willkommen im Cretaceous Park. Das Füttern der Dinosaurier mit Erdnüssen ist verboten. Nada. Geht nicht. Ja. Haben wir denn sonst nichts da? Weckert können wir nicht gehen. Ausgang, wir können wieder da gehen. Ja, dann schauen wir mal da auf. Hast du das Ding gesehen? Was für eine Riesenechse. Die ist ja länger als Ophelias Mastdarm. Mach mich nicht nervös, Fred. Das Vieh scheint harmlos zu sein. Außerdem sind wir vorhin nur aus Versehen in seinem Magen gelandet. Wahrscheinlich ist es ein harmloser Pflanzenfresser. Wie du meinst. Ich hoffe nur, ich habe kein Karottengesicht oder ähnliches. Ich will nicht als Nachtisch enden. In dem Fall wüsste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Vor Freude. Sehr komisch, Steph. Sehr komisch. Du bist ja in Sicherheit mit deinem landläufigen Ruf als Unkraut. Setz dein Leben nicht aufs Spiel. Ist schon gut, ich höre schon auf. Aber du hast angefangen, wie immer. Wer kann jetzt diesen Fleischberg bewegen, damit wir vorbei können? Ja, wir müssen an dem Dinosaurier vorbei. Da ist nämlich das Zelle-Dings. Ich hoffe, der frisst uns nicht, wenn wir uns irgendwie nähern. Ja. Es ist ein Minibarfläschchen. Mal sehen, ob der Tropfen... Ja, und somit sind wir wieder im Magen vom Dinosaurier. Okay. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich gucke, aber... Eine Flasche. Vielleicht ist der Wein... Ja, wie wir rauskommen, das wissen wir bereits. Okay. Mal sehen, ob es funktioniert. Jetzt sind wir nämlich das zweite Mal im Magen. Scheint ein verdorbener... Okay. Mal sehen, ob es... Eine leere Konserven... So, das werfen wir nämlich alles dahinter. Okay. Mal sehen... Und dann spuckt er uns wieder aus. Ehrlich gesagt war das ziemlich eklig. Gut, also wir dürfen uns nicht nähern. Weil sonst frisst er uns wieder. Und wir müssen wieder in den Magen rein. So, jetzt dann erstmal speichern, damit wir uns da nicht immer wieder befreien müssen. Gut, jetzt. Wie, jetzt sind wir schon wieder drin? Eine Flasche. Okay. Mal sehen, ob es... Ja, also es wird wieder komplizierter als wir gedacht haben. Okay. Mal sehen... Weil uns der Ding mal frisst, der Scheint ein Dinosaurier. verdorben... Okay. Mal sehen... Es ist ein Min... Okay. Mal sehen...
Gut, jetzt spuckt er uns wieder aus. Und jetzt Ehrlich sind wir gesagt wieder war das... da unten. Jetzt wenn wir wieder aufgehen, dann stehen wir da. Und was machen wir jetzt? Können wir denn irgendwas anwählen? Weil wenn wir uns bewegen, dann sind wir gleich wieder fort. Und müssen wieder aufgehen. Das Labor können wir nicht betreten. Ist das ein Vogel? Schaut zumindest so aus, also die Viers da. Ja Leute, ich sehe gar nichts, was wir jetzt irgendwie da benutzen können. Oder ich sehe es gerade nicht. Hast du das gesehen, Jeff? Er ist weg, ohne uns was anzutun. Klar doch, er hat uns nicht bemerkt. Tyrannosaurier sehen nur, was sich bewegt. Das ist der dümmste Spruch, den ich je gehört habe. Das funktioniert nur im Film. Und wo sind wir, Fred? Denk mal nach. Stimmt auch wieder. Sieh mal, da ist das Teledingens. Heiliges Bananenrohr. Nimm das Teil und lass uns verschwinden. Sehr schön. Und jetzt nochmal. Jetzt habe ich sie. Endlich ist das Teledingens kalibriert. Das nächste Mal, wenn Sie es benutzen, werden Sie tatsächlich im Film Die Mumie landen. Mal sehen, wo Sie jetzt sind. Sieh an, laut Instrumenten sind Sie unterwegs zu den klassischen Tarzan-Filmen. Oh nein, können wir sie nicht retten? Vielleicht sollten wir sicherstellen, dass alles funktioniert, bevor sie in Ägypten ankommen. Ich will es versuchen. Vielleicht kann ich was ausrichten. Aus der Ferne haben Sie wie die beiden ausgesehen. Ah, ich bringe sie um! Gut, wurde aber auch Zeit. Ich glaube, wir haben den Film über die Mumie erreicht. Von den ganzen Sprüngen von einem Film zum anderen habe ich Sodbrennen bekommen. Zuerst muss ich diese Wüste verlassen, die so... groß? Riesig! Teufel nochmal, und was jetzt? Das ist das Ende. Wir werden hier niemals rauskommen bei den ganzen Skorpionen. Wir werden verdursten, und wenn ein Beduine mit seinem Kamel hier durchkommt, wird er nur unsere Knochen aus dem Sand ragen sehen und grundgütiger Mama! Was ist denn, Jeff? Sonnst du dich wie die Krokodile am Fluss? Ich weiß nicht, was so lustig daran sein kann, dass wir bald verdursten werden. Sieh mal, mein Mund beginnt schon auszutrocknen. Mir brennt die Zunge. Dann komm mit. Wir trinken ein kaltes Bierchen. Das hiesige ist nicht schlecht. Nilbrauerei, gutes Bier. Und woher weißt du das? Ich habe gerade ein paar getrunken. Ein paar? Wo? Hier? Nicht ganz, Jeff. Eher dort. Sowas. Aber sag mal, was hast du gerade gesagt, woran wir sterben würden? Ach, vergiss es. Nicht so richtig. Es scheint so, als ob der Teleschrott von Bacterius endlich funktioniert hat. Endlich. Die vielen Filmsprünge haben mich müde gemacht. Hey, ich bin zu alt für den Scheiß. Hier ist der Plan. Du gehst nach links und ich nach rechts. Versuch eine Spur zu finden, die uns zum Buch der Toten führt. Ganz egal, wie klein sie sein mag. Wir treffen uns in 2 Stunden wieder hier. Ich habe keine Uhr, Jeff. Woher soll ich wissen, wann 2 Stunden vorbei sind? Ich weiß nicht. Nimm dir eine Stange, steck's in den Sand und mach dir eine Sonnenuhr. Das ist nicht mein Problem. Hör mit dem Blödsinn auf und beeil dich! Womit denn? Mit dem Spuren finden oder mit dem Sonnenuhr basteln? Mach, was du willst. Aber Dalli, wir haben doch keine Zeit. Gut, also wir sind jetzt in Ägypten. Gerade ist mal das Spiel abgestürzt. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Das kann einfach mal so passieren. So. Und jetzt können wir wo hin? Ach so, wir laufen da hinten rum.
Da können wir in die Stadt gehen. Langer Zweig. Schön, aber was soll ich damit? Mitnehmen? Das ist nur ein Stock, den will ich nicht haben. Ach so. Mit dem hätten wir eventuell eine Sonnenuhr basteln können. Ja, ich würde sagen, wir gehen in die Stadt rein. Und am besten mit dem Clever genauso. Gut, und wir suchen natürlich nach dem Buch der Toten, weil doch die Mumie ausgekommen ist. So, da haben wir einen Fremdenführer. Bei dem ganzen Dimensionsraum durcheinander wäre es schon reizvoll, sich im Schatten der Palme aufs Ohr zu hauen. Aber ich bin ein zuverlässiger Agent. Die Pflicht ruft. Nada. Geht nicht. Geht nicht. Gut, dann haben wir da Kamele. Ach, wie schön. Es erinnert mich an die Reise der heiligen 3 Könige meines Dorfes. Nur, dass sie zur Weihnachtsaufführung Esel statt Kamele reiten. Noch können wir nicht losreiten. Noch können wir nicht losreiten. Ach so, da haben wir Ramses-Reisen. Ich guck ja schon, aber ich sehe nichts Außergewöhnliches. Völlig sinnlos. Ja, dann würde ich sagen, reden wir mal mit dem Fremdenführer. Er strahlt. Das Geschäft muss ja blendend laufen. Warum ich? Warum jetzt? Was wird es kosten? Ach so, nix, eh? Vielleicht mit dem Smart? Das ist Ramses, der Fremdenführer. Bis ich nicht etwas Geld beschafft habe, kann ich keine Expedition organisieren. Ach so, wir brauchen Geld. Haben wir was dabei? Wie immer nix. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Bazar. Und da ist einiges los. Wie Jeff beim Trinken. Ein ganz alltäglicher Anblick. Nichts? Torbogen Rimmer Affe. Reden wir mal mit der jungen Dame. Wow, was für ein Monument. Sowas sollte man hier bewundern und nicht die Pyramiden. Ich vermute, dass Sie etwas mit dem Torbogen dort zu tun haben, nicht wahr? Das hängt davon ab. Sind Sie Polizist? Nein, FBI? nein, CIA? eher TIA. Aber nein, zur CIA gehöre ich nicht. Zollbeamter? Auch nicht, In dem Fall ja, ich habe damit zu tun. Warum fragen Sie? weil ich durch möchte, klar. Zuerst sagen Sie die Parole. Ah, die Parole. Die kenne ich leider nicht. Ich könnte stundenlang raten, aber das wäre ein Fehler. Ich habe keine Zeit. Ich muss die Welt retten. Das bringt meine Arbeit so mit sich. In dem Fall sollten Sie hier verschwinden. Ich kann Ihnen nicht helfen. Nicht doch. Damit würden Sie zur Heldin. Hören Sie bitte auf damit. Entschuldigung. Also in den Torbogen, den können wir noch nicht durchschreiten. Okay, dann gehen wir mal zu den Ägypter. Vielleicht können diese Leute mir helfen. Allah bringe euch Frieden. Was für ein netter Plausch. Wir debattieren gerade. Genau. Ach, worüber denn? Ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Ein sehr aktuelles Thema, wissen Sie? Imhotep hat es in Mode gebracht, dadurch, dass er sich von der Welt der Toten befreit hat und uns mit den 7 Plagen heimsuchen will. Bei den Aussichten ist es nicht schlecht, darüber zu debattieren. Ah, deswegen also. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin hier, um den Zorn des Imhotep zu besiegen. Ja, klar. Professor Logan und auch der Millionär, dieser Professor von Glower, haben dasselbe gesagt. Sie sind die Einzigen, die gegen diesen Fluch etwas unternehmen können. Und die einzigen, die genug studiert haben. Und wo sind Sie jetzt? Wir sollten den Zorn des Imhotep schon lange nicht mehr spüren. Professor Logan, nicht wahr? Ja, er ist der Experte für Ägyptologie, Mythen und Legenden Ägyptens.
Er weiß alles über Imhotep. Ja, sogar wie man mit ihm fertig wird, glauben wir. Wir vermuten, er arbeitet daran. Aber haben wir irgendeinen Fortschritt bemerkt? Nein, absolut keinen. Sie sind ziemlich gut unterrichtet. Selbstverständlich, Effendi. Da es kein touristisches Informationszentrum gibt. Kennt jemand die Parole, mit der man da drüben reinkommt? Warum sollten wir Ihnen das verraten? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil Sie nicht bis in die Ewigkeit nur wegen einer Mumie verflucht sein möchten. Das ist ein gutes Argument. Wir verraten Ihnen die Parole. Ja, das wird besser sein. Danke. Gut, die Parole lautet, die Kaimane des Nils sind auf der Lauer. Klar? Klar wie Wasser. Wie Nilwasser. Klar. Die Kaimane des Nils sind auf der Bis Lauer. später. Gut, das ist die Parole.